Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass es bei diesem Bibeltext sich um einen Brief handelt. Genauer gesagt ist es nur der Anfang von einem Brief. Aber bevor wir in den Text hineingehen, möchte ich euch noch ein bisschen mitnehmen in die Umstände, wo der Brief entstanden ist. Der Absender von diesem Brief ist der Paulus und er befindet sich zu dieser Zeit in seiner ersten römischen Gefangenschaft. Die ist vom Jahr 61 bis 63 nach Christus gewesen. Und es ist anzunehmen, dass der Paulus den Brief im Sommer 62 verfasst hat. Empfänger vom Brief ist der Philemon. Und aufgrund der Tatsache, dass der Philemon Sklaven hatte, ist es wahrscheinlich ein reicher Bürger der Stadt Kolossea. Und wenn wir den Brief lesen, dann wird auch ziemlich schnell der Anlass von diesem Brief klar. Nämlich der Onesimus, das ist ein Sklave von Philemon. Der ist geflüchtet und hat dabei auch noch den Philemon bestohlen. Und auf dieser Flucht ist er nach Rom gekommen und ist schlussendlich durch wahrscheinlich eine göttliche Führung mit dem Paulus in Kontakt gekommen. Und der Paulus hat ihn für einen christlichen Glauben gewinnen. Aber für den Paulus war auch klar, der Onesimus steht in der Verantwortung vom Philemon. Der muss den Diebstahl um ihn gut machen. Und so hat er ihn zurückgeschickt zum Philemon mit eben diesem Brief. Und beim Vorbereiten oder mit Reindenken in diese Geschichte ist mir irgendwie das Gleichnis vom verlorenen Sohn in den Sinn gekommen. Auch der ist abgehauen und schlussendlich zurückgekommen. Und ich habe mich gefragt, ob der Onesimus auch so empfangen wurde wie der verlorene Sohn. Ob sie auch das Fest gemacht haben, wo der ist zurückgekommen. Ob der Philemon, sein Herr, dem auch entgegengesprungen ist, ihn in die Arme genommen hat. Oder ob das Wiedersehen vielleicht eher ein bisschen angespannt war. Die Tatsache, dass der Onesimus geflohen ist und dabei sein Herr noch bestohlen hat mich zu der Annahme gebracht, dass es wahrscheinlich eher die zweite Situation war. Ich glaube, es war eher so, dass da ein ängstlicher Sklave zurückgekommen ist zu seinem verärgerten Herr. Und der Onesimus hat gewusst, nach damaligem Recht ist er das Eigentum von Philemon gewesen. Der Philemon hat mit ihm machen, was er wollte. Er hat ihn bestrafen, er hat ihn auspeitschen. Ja, er hätte ihn sogar töten. Das Leben von Onesimus ist also in der Hand von Philemon gelegen. Und der Onesimus selber hat in seiner Hand nur das Schreiben von Paulus. Es ist relativ ein kurzer Brief. Wahrscheinlich waren es vielleicht 2 Papyrusblätter, die er mitgebracht hat. Und was wiegt der Brief schon gegen das, was der Onesimus mit seiner Flucht und dem Diebstahl gemacht hat? Er ist also zurückgekommen zu seinem Herrn und hat ihm den Brief gegeben. Und er liest dort: Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Der Paulus ist uns ja ein altbekannter. Und gleich stellt er sich in diesem Brief völlig anders vor als in den anderen Briefen. Er stellt sich nicht als Apostel vor, wie er das in den meisten anderen Briefen macht. Wahrscheinlich macht er das bewusst anders. Weil anders als in anderen Briefen will er hier ja nicht etwas klarstellen oder etwas anordnen, sondern er bittet der Philemon eigentlich um einen Gefallen. Und er stellt sich auch nicht als Sklave Jesu Christi vor, wie er das im Römerbrief oder im Titusbrief macht. Ich glaube, dass er auch das bewusst macht. Weil wenn er sich als Sklave vorstellen würde er sich vielleicht allzu sehr auf die Seite vom Onesimus stellen, der ja auch ein Sklave war. Und so stellt er sich
in diesem Brief als Gefangener vor. Und er schreibt weiter, und Timotheus, der Bruder. Oder Timotheus ist uns bekannt. Er ist ein Mitarbeiter von Paulus. Und es ist davon auszugehen, dass der Timotheus auch dann beim Paulus war, in Rom. Vielleicht hat der Timotheus den Brief sogar geschrieben und der Paulus hat ihm diktiert, was er muss schreiben muss. Das würde ich nämlich erklären, wieso dass der Timotheus schon dort am Anfang des Briefs erwähnt wird und nicht erst am Schluss, wie die anderen bei den Grüßen. Und der Brief geht an Philemon, den 3 Freunde und Mitarbeiter, wie der Paulus schreibt. Der Philemon, der taucht namentlich nur an dieser Stelle in der Bibel auf. Aber wir können bereits an dieser kurzen Erwähnung erkennen, dass er in einer engen Freundschaft zum Paulus gestanden ist und ein 3 Mitarbeiter von Paulus war. Was für einen Dienst, dass der Philemon genau hatte, können wir aus dem Text heraus nicht erkennen. Aber da sich die Gemeinde bei ihm daheim getroffen hat, ist anzunehmen, dass er in einer leitenden Position war. Und im Verlauf des Briefs sehen wir auch, dass er eigentlich so der Hauptadressat von diesem Brief ist. Aber der Paulus erwähnt auch noch andere. Er schreibt, und an Apphia, die Schwester. Die Apphia wird genau gleich wie der Philemon nur dort erwähnt. Und weil sie vor dem Archippus erwähnt wird, geht man eigentlich davon aus, dass das die Frau von Philemon war. Und als Hausherrin hat sie ja den Entscheid über den Haussklaven schlussendlich auch mitzutragen gehabt. Und darum erwähnt der Paulus sie dort persönlich. Er schreibt aber dann auch, und an Archippus, unseren Mitarbeiter. Der Archippus wird im Gegensatz zu den anderen 2 auch noch in einem anderen Brief erwähnt, nämlich im Kolosser 4,17. Der Paulus nennt ihn Mitsoldat oder eben Mitarbeiter. Und es wird deutlich, dass er in dieser Gemeinde in Kolossea eine wichtige Rolle hatte. Und ich glaube, auch in diesem Philemon-Brief wird spätestens dort klar, dass es nicht einfach ein persönlicher Brief von Paulus an Philemon und Apphia ist, sondern dass es eben größere Kreise zieht. Der Konflikt, wie die meisten anderen Konflikte, wie die meisten von unseren Konflikten, die ziehen größere Kreise als nur um die Involvierten. Konflikte sind vielfach keine Privatsache, sondern sie ziehen Kreise. Schlussendlich haben sie vielfach auch Folgen für Familien, für die Gemeinde oder eben für die Gesellschaft. Und die Gemeinde wird ebenfalls als Empfänger noch erwähnt. Und ich habe mich so gefragt, ja, also erwartet der Paulus, dass der Philemon den Brief in dem Sinn vor der ganzen Gemeinde vorliest, dass er den Konflikt völlig öffentlich macht? Und ich bin zur Überzeugung gekommen, dass der Paulus, glaube ich, das genau beabsichtigt. Weil er Teil der Gemeinde ist, hat das auch Einfluss gehabt auf die Gemeinde. Und er will, dass die Gemeinde das Thema zusammen anguckt, dass sie es besprechen und schlussendlich an dem Beispiel von dem Onesimus und dem Philemon auch dürfen lernen, was Annahme und Vergebung bedeutet. Das Kernstück von dieser Einleitung ist für mich aber ganz klar der Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Kann man einem Menschen, kann man einer Gemeinde etwas Schöneres wünschen, etwas Wertvolleres wünschen als Gnade und Frieden von Gott? Wir sehen das beim Paulus immer wieder in seinen Briefen, dass er seinen Empfänger Gnade und Frieden wünscht.
Und irgendwie kommt uns das so vertraut vor. Und mir persönlich geht es mir so, dass man allzu schnell über das hinweglässt. Man hat es schon mehrmals gehört, geht weiter. Und gleich, glaube ich, ist es etwas, wo wir das immer wieder auch tief im Herz müssen verankern müssen. Dass wir eben nicht einfach schnell darüber hinweglesen, sondern das vertiefen. Weil Gnade und Frieden ist schlussendlich etwas, was wir alle selber immer wieder nötig haben für uns persönlich. Und es ist, glaube ich, auch etwas, was wir vermehrt an unseren Mitmenschen dürfen wünschen und für sie erbitten. Ich werde mit euch die Gnade und den Frieden ein bisschen genauer anschauen. Gnade ist eigentlich das Wohlwollen, die Freundlichkeit oder die Gunst, die Gott den Menschen entgegenbringt. Und der Paulus wendet sich in seinen Briefen ja in erster Linie an die Christen. Er schreibt die Briefe an die Gemeinde und nicht in erster Linie an Nicht-Christen. Und darum redet der Paulus hier auch nicht von dieser Gnade, die Gott für einen Sünder übrig hat. Für jemanden, der Gott noch nicht kennt. Er redet nicht von dieser rettenden Gnade, sondern er redet von dieser Gnade für uns Gläubigen. Gnade bedeutet hier die tägliche, völlig unverdiente Zuwendung von Gott in seiner Liebe. Weil wenn Gott uns nur auf der Grundlage von Gerechtigkeit wird begegnen und nur auf der Grundlage von Gerechtigkeit an uns würde handeln, dann wäre es, glaube ich, ziemlich schlecht um uns bestellt. Wenn Gott an uns, an mir, nur den Maßstab von Gerechtigkeit würde herhaben, dann wären wir aller sündig, um vor ihm zu bestehen. Und darum brauchen wir die Gnade von Gott. Wir können den Weg, wo Gott uns führen will, wir können den nur gehen, wenn wir von neuem die Gnade von ihm dazu bekommen. Mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Anstrengung werden wir es nie schaffen. Und darum wünscht der Paulus dem Philemon und seinen Leuten die Gnade. Weil schlussendlich ist die Gnade dann auch die Voraussetzung, um die Beziehung vom Onesimus und dem Philemon wiederherzustellen. Gnade ist die Grundvoraussetzung, dass eine Beziehung nach einem Konflikt mich heilen kann. Weil Gerechtigkeit heilt eine Beziehung meistens nicht, sondern zerstört sie eher. Aber er wünscht ihnen auch Frieden. Und auch hier geht es nicht um den Frieden zwischen Gott und einem schuldbeladenen Sünder, der Gott noch nicht kennt. Es handelt sich vielmehr um den Frieden für uns Gläubigen, den Frieden, der tief unser Herz erfüllt, trotz manchmal der widrigsten Umstände. Gibt es so Situationen, wo wir den Frieden dürfen haben, die Ruhe im Herz, so wie es Tina vorher erzählt hat. Ich glaube, das ist der Frieden, wo Paulus dort meint. Weil wir wissen, dass wir in dieser lauten, hektischen und verkehrten Welt allzu schnell beunruhigt können werden. Und wir schaffen es meistens nicht aus eigener Kraft, unser Herz zur Ruhe zu bringen. Ich habe das gerade letzten Freitag gedacht. Ich habe die Tagesschau geguckt und dort hörst du von Krieg, du hörst von Überschwemmungen, von steigenden Corona-Zahlen. Und ich habe so gedacht, hey, passiert in unserer Welt auch noch irgendetwas Gutes, etwas Positives? Und so schnell kommt unser Herz so in eine Unruhe rein, in eine Angst rein, in eine Sorge. Und genau dann brauchen wir den tiefen Frieden in unserem Herz. Es ist auch der Frieden, den Jesus hatte, wo er über die Erde gegangen ist. Ich glaube, ohne den tiefen Frieden von Gott
sind wir gegen mich herausgefordert, dass wir uns nicht von Umständen einnehmen lassen. Der Paulus wünscht sich, dass der Philemon oder Onesimus so in einem Zustand von einem friedlichen Zusammenleben, von einem friedlichen Zusammensein dürfen leben. Und es geht ihm darum nicht um ein romantisches, harmonisches Zusammensein, wo man es immer nur gut hat, sondern es geht ihm darum, dass sie einander auf Augenhöhe dürfen begegnen, dass sie sich dürfen versöhnen und schlussendlich den Lebensstil von Vergebung können leben. Weil der Paulus weiss, dass das etwas Wertvolles, etwas Schönes ist. Das haben wir ja auch letzte Woche dürfen hören im Rahmen von dieser Josef-Kampagne. Wie schön, dass das ist, wenn sich Leute von ganzem Herzen dürfen vergeben und einander in die Augen gucken können. Der Paulus betont bei diesem Vers aber auch ganz klar, dass es nicht etwas ist, was wir Menschen aus uns heraus machen können, sondern er redet von dieser Gnade, vom Frieden von Gott. Es ist etwas, was uns von Gott geschenkt wird. Gott selber ist der Geber von allen guten Gaben, auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, an wer wenden wir uns, wenn wir einen Konflikt haben? Von wo erhoffen wir uns Hilfe? Ich bin überzeugt, dass wir zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Situation ging um den Frieden und die Gnade von Gott nötig haben. Das ist nämlich auch etwas, was uns in diesen Paulusbriefen entgegenkommt. Obwohl dass die Empfänger jeweils in völlig unterschiedlichen Situationen sind, völlig unterschiedliche Probleme und Herausforderungen haben, wünscht er allen, ging um den Frieden von Gott. Bei den Römern hat es nämlich Probleme gegeben zwischen den Starken und den Schwachen in der Gemeinde. Bei den Korinther hat sich Spaltung in der Gemeinde gezeigt und das Wirken von falschen Aposteln. In den Versammlungen der Galater waren eben genau vor allem die Gesetzeslehrer am Werk gewesen, die auf Gerechtigkeit beharrt haben. Bei den Epheser ist es um allgemeine Herausforderungen im christlichen Leben gegangen. Die Kolosser haben mit Traditionalismus gekämpft, unter Einfluss von Philosophie. Die Thessalonicher sind verfolgt worden und durch falsche Lehre verunsichert. Der Timotheus hat sich allgemein mit Unordnung im Haus von Gott konfrontiert gesehen. Der Titus hat die gesunde Lehre gegen verderbliche Einflüsse müssen verteidigen und die Bruderliebe vom Philemon ist durch den untreuen Sklaven auf eine harte Bewährungsprobe gestellt worden. Wir sehen also, die Empfänger sind in komplett unterschiedlichen Situationen, mit komplett unterschiedlichen Herausforderungen und Problemen konfrontiert und trotzdem wünscht der Paulus ihnen allen, ging um die Gnade und den Frieden von Gott. Und ich glaube, das zeigt uns auf, dass auch wir ging um die Gnade und den Frieden von Gott brauchen. Jeden Tag ging um von Neuem. Gott schenkt uns die Gnade und den Frieden. Aber ich glaube, auch wir sind verantwortlich, nach dieser Gnade und diesem Frieden zu streben. Wir sind verantwortlich, dass wir vielleicht Sachen aus dem Weg räumen, wo manchmal die Gnade und den Frieden haben oder dem mit dem Weg stehen. Wir lesen zum Beispiel im 1. Petrus 5,5: Wenn wir stolz sind, empfangen wir nicht die Gnade, die dem Demütigen gewährt wird. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn wir stolz sind, dann bekommen wir nicht die gleiche Gnade wie
die Demütigen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns selber prüfen müssen. Etwas, wo wir eben in Verantwortung stehen für die Gnade und den Frieden. Oder auch im Philipper 4, Vers 6 bis 7 wird uns aufzeigen, dass wenn unser Herz von Sorgen völlig zerfressen wird, dann stehen die Sorgen, die Probleme, dem Frieden im Weg. Ich bin überzeugt, wenn wir zu Gott kommen und um die Gnade und den Frieden bitten und ihm eben die Sachen abgeben, wo vielleicht manchmal den Raum hineinnehmen. Weil ich glaube, es gibt Situationen, wo unser Herz von dieser Angst, von Sorgen wie eingenommen wird. Da können wir vielleicht im ersten Moment wie nichts machen. Aber im zweiten Moment können wir uns dazu entscheiden, das Gott abzugeben und ihn dafür zu bitten, mit dem Frieden zu kommen. Und ich möchte euch zum Abschluss so ein bisschen 3 Fragen aus dem Text mit auf den Weg geben. Der Paulus fängt den Brief sehr freundlich und wertschätzend an. Er begegnet dem Philemon nicht von oben gegen Achi, sondern auf Augenhöhe. Und da fragen wir uns, wie begegnen wir unserem Gegenüber? Begegnen wir unserem Gegenüber auf Augenhöhe? Schätzen wir unser Gegenüber? Oder ist es eben eher von oben Achi? Die zweite Frage ist, der Brief richtet sich ja, wie wir gesehen haben, in erster Linie an Philemon. Und trotzdem ist der Konflikt eben nicht eine Privatsache, sondern der Paulus will, dass der Philemon dort andere Leute mit ins Boot holt, um diesen Konflikt zu lösen. Und da auch die Frage an uns, sind wir uns bewusst, dass unsere Konflikte auch Kreise ziehen? Dass das eben nicht eine Privatangelegenheit ist und dass wir vielleicht manchmal Hilfe in Anspruch müssen nehmen, um die Konflikte zu lösen. Und schlussendlich wünscht der Paulus, dem Philemon und allen Beteiligten, dass sie in der gegenseitigen Barmherzigkeit einen Zustand dürfen erreichen, wo sie eben Frieden untereinander haben. Und sind wir uns persönlich die Abhängigkeit von Gott ging von Neuem bewusst? Wissen wir, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir die Gnade und den Frieden in unserem Leben haben? Oder anders gefragt, wie viel Gnade erfahren wir in unserem Leben? Und streben wir überhaupt nach dem Frieden für unser Herzen? Gnade und Frieden. Ich bin überzeugt, dass hinter diesen 2 kurzen und altbekannten Worten ein gewaltiger Segen versteckt ist oder verborgen ist. Wo wir eben vielfach nicht erklären oder beschreiben können. Es ist manchmal so unerklärlich, wieso dass man trotz der schrecklichsten Umstände gleich so einen inneren Frieden hat. Das können wir irgendwie nicht erklären und gleich dürfen wir das erleben. Und das ist auch das, was ich euch oder uns allen wünsche. Gnade und Frieden von Gott. Amen.